Oh, aua. Ja, ich bin stärker, Mann. Verarsch mich doch nicht. Du bist genauso ein Schwächling. Danke, ja. Und hör auf, mir ständig ins Ohr zu kreischen, ey, verdammter Pflanzenmann. Ah, dass ich wieder mein Potenzial freisetzen muss. Und tschüss. Leute, ich komme! Aber Tal ist eigentlich sowieso schon Geschichte. Aua! Lass mich Ruhe, du Arsch! Jubi! So, sehr schön. Wer fehlt noch? Da drüben ist noch einer. Vermutlich wird das auch schon reichen, wa? Jo, reicht auch schon. So, Thales. Ich wollte gerade einen Admin-Finisher setzen. You can do a lot better than that. Das war lame. Naja. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Mal gucken. Wieder neu erschienen, war. Wir fliegen hoch hinaus. Lalala. Ja, der Skill-Potenzial freigesetzt. Ob sich die ganze Mühe dafür gelohnt hat, Leute, ich kann nur nicht genau sagen. Ich meine, klar, du bist schon stärker und vor allem Kies, wenn es noch schneller geht, ist schon cool. Wäre bereits das nächste. Aber, ja. Riesige Vegeta-Wehraffe. Okay, Nummer 6 bereit. Bin gespannt, wie viel es gibt. Ich will trotzdem sagen, wir dann ganz kurz noch ein bisschen Story-Event wieder mal. Frost! Achso, ein anderer. Ich dachte gerade, hey. Ja, ein bisschen Story und dann gucken wir da wieder weiter. Aber erstmal schauen. Haben wir Cotton City Held, wir sind wir, yeah. So, Kostümladen. Offenbar noch nichts Neues. Ja, ein Kostüm, ich weiß, ich trage schon lange das gleiche und so, aber der Rest irgendwie gefällt mir nicht. Bitte als ausblenden. Bio ist klein, sie werden gar eine Zerstörung? Nee. Will ich posieren? Nö. Nicht gut trainiert? Ja. Satinskleidung. Das meiste davon gefällt mir einfach nicht. Slacks-Kleidung. Miwas Kleidung, klar. Du wollte gerade sagen. König Vegeta! Nee, übertrieben. Gibt es nicht etwas Simples, aber trotzdem Cooles? Das ist ja cool, aber haben wir schon. Ja, natürlich das Anziehen von Cineverse 1, nee, da ist irgendwie auch lame, wie ich finde. Schuluniform. Ja, 4-Sternball-Kostüm. Ist schon cool und so, aber hatten wir da schon, muss ich eigentlich nochmal haben. Ja, sonst haben wir nichts mehr. Zumindest aktuell nicht. Ja, vielleicht mit den nächsten DLCs noch, wa? Wer weiß, wer weiß. So, Michelin haben wir momentan auch nicht. Fähigkeiten-Shop. Kann mal reingucken, aber ich bezweifle, dass es etwas Neues gibt. Das ist nichts, was man jetzt irgendwie total umhauen würde, wa? Noch nicht. Sag's mal so, noch nicht. Ich glaube dass wir eigentlich mit unseren aktuellen Fähigkeiten schon immer cool drauf sind. New Items installed. Ja, noch ein bisschen kaufen hier. Wir haben dann genug Kohle. Das ist sowieso nie das Problem. Nee, gut, brauchen wir momentan auch nix. 7. 7! Nee, ist 10-fache. 8-mal. Dankeschön. Reicht. So, ganz kurz gucken. Was wollte ich noch machen, bevor ich in die Pause gehe? Was muss ich in 2, 3 Folgen soweit sein wird, je nachdem natürlich, wie lange das mit Bardo noch dauert. Objektliste, Mischobjekte, Essen. Ich will natürlich noch einen 7-Sternball haben, muss mal gucken. Weil ich habe vorhin, weil ich mich eingeloggt habe, einen Spieler gesehen. Das nächste wieder einen Ball bekommen, aber es ist der 4-Sternball, den haben wir bereits. Wir brauchen einen 7-Sternball. Wie kriege ich den am schnellsten? Ich
glaube, es gibt eine Methode, mit der man ziemlich einfach die Dragon Balls farmen könnte. Mal gucken, wenn es soweit ist, wa? Wieder mit Trunks quatschen. Wo könnte wohl bloß Bardock sein? Hey Trunks! Auf Zeitpatrouille gehen. Bin gespannt, ob es echt der Bardock ist oder was anderes. Pff, was soll es sonst sein? Ne, es muss Bardock sein. Geht gar nicht anders. Oh, it's you. Huh? So, Trunks isn't with you? Don't worry, I asked Trunks to take care of another assignment. Seems there's been yet another change in history. Natürlich, was auch sonst. Ordinarily, I would ask you to fix the alteration right away, but I want you to take a look at this first. Well, let's get cracking. Okay. Let's watch it. Trunks, you came from the future, didn't you? So Bulma was able to finish her time machine. I'm really proud of you, Trunks. Thanks. Right. It's not the time for this. 17 and 18 are attacking the city. You're right. And this time, Gohan. Gohan, I'll go with you to fight. This time, I won't hold you back. What are you saying? You know you're not allowed to do that, Trunks! If you help out Gohan here, you'll change the course of history! I know. But Trunks? Please, you have to stop Trunks! Trunks. Is there something you want to tell me? If you're here, all grown up, then the future is safe, isn't it? And so, this fight has a real purpose. That's enough for me. No! You can't! Go on! Trunks, it looks like you've made a good friend. You can't abandon a good friend, can you? It was really good to see you, Trunks. Gohan! Auch diese Geschichte... sagen wir jetzt bloß, wir kämpfen als Gohan. Aber wir verlieren doch. Ja, Trunks schreibt Geschichte, okay, Trunks will sich einmischen, wa? Man wird wohl auch Son Gohan zum Time Patroller, wa? Ich habe nur gerade überlegt, Trunks darf sich nicht einmischen, weil er die Zeit verändert. Hat er ja auch schon getan in der Vergangenheit, wa? Aber hier verändert er die Zukunft, nicht die Vergangenheit. Also, sprich, was verändert er genau? Es geht darum, dass er verändert... Ja, natürlich, das Problem ist natürlich, es gibt ihn selbst hier noch, also ein jüngerer Sich quasi. Und wenn er quasi Gohan hilft und er ist sowieso schon viel zu stark, das heißt, will Cyborgs klar machen, gäbe es für einen kleinen Trunks keinen Grund mehr, stärker zu werden. So zu werden, wie jetzt eigentlich Future Trunks jetzt schon ist. Und damit auch keinen Grund, ihn die Zeit zurückzureißen. Also, wenn Trunks hier hilft, Gohan das Leben zu retten, quasi, dann wird er wohl alles, was er auch getan hat, alles andere auch noch verändern. Ach du Scheibenkleister. Ja, es hätte wohl ziemlich viele Einmischungen zur Folge. You're alive? You'll face that soon enough. Kill him now. Use your full power. The last time you fought, I barely even used half of my food. And this time you're outnumbered 2 to 1. You don't stand. I can see that. But there's no way I'm pulling back. Ah, die gehen auf den Sack. Mal gucken, was so Gohan so drauf hat. Zukunft Super Saiyajin, okay, das was. Trunks. What are you doing? Sorry. I've made up my mind. I can't abandon Gohan. Not now.
Future Super Saiyan. Was Is ist der that the Unterschied? same little brat from before? I don't know what kind of trick you've got, but growing a few inches won't be enough to save you. Don't be so sure about that. Ja, toll, danke schön wieder mal. Oh. Okay, ist okay, der Schallsturm zumindest mal. Oh, da geht sogar nichts. Was? Okay. Nein, wir finden Son Gohan noch cool, crazy Moves drauf. Ah, da ist der Move. Ja, ich erinnere mich wieder. Aber C18, du nervst. Du bist Tussi hier in der Zukunft. Future C18 ist ein Tussi. Starbox zerlegen, bin ich natürlich immer dabei. Kann man so nur bitte mal abwehren, dankeschön. Oh, muss näher dran sein, okay. Mann, tauschen sich wieder. Ah, das ist ungewohnt anzupfeifen. War schon bei Bardock so, bin ich besser. Wieso kannst du nicht switchen, Gohan? Ah, jetzt geht's. Andere Abfolge, so ist das. Flieg und Sieg! I'm not running anywhere. I won't leave you behind a second time. But how? How could I lose to such pathetic animals? I hope you finally come to understand the significance Mann, wieso hat das of geklappt? many years of practice and training. Dad, please, lend me your strength. Ich brauch die Kamehameha! Battle for good. Kamehameha! Natürlich, wie kann man so schnell hinter mich? Also verarschen, Trunks gleich down, ernsthaft? Oh, geht ihr mir auf den Sack, Leute. Ernsthaft? So, bin ein bisschen konzentrierter, weil Gohans Move doch ein bisschen anders sind, als ich sie gewohnt bin. Ah. Ich wollte gerade werfen. Oh. Was? Ernst? Ich sag nichts mehr, ey. Das. Oh, dieses ganze System, ey, ist doch völliger Beschiss. Don't worry about me. Was man jetzt zumindest mal die Skills anders wählen kann. Here to save you.
natürlich war die wieder hinter mir. Alter, wie macht die das? Ich dachte eigentlich ursprünglich so wegen, ja, Auswahl und so weiter ist ein cooler Move von Gohan. Vergiss es, ey, und seine... Sag mal, ich hab da gar nichts mehr. Where are you looking? Mann, wieso kann ich nicht schnell genug switchen, ey? Oh, das ist ein richtiger Krampf, Leute. Ist halt eigentlich den linken Arm so nach unten. I can beat those terrible androids. Weißt du, wenn er ein bisschen was anderes machen Don't get könnte. ideas above your station. I'll destroy you in an instant. Was? Ich time das doch! Everyone. I will avenge all of you. Wäre mir auch lieber. So, jetzt aber richtig, Mann! Und auch nicht richtig. Also wenn es etwas gibt, was ich am Xenoverse-Kampfsystem immer noch hasse, ist, dass man zum Key-Aufladen echt noch einen eigenen Skill braucht. Das ist sowas so unnötig. Jeder Charakter sollte... Gut, Cyborg ist so eine Ausnahme, aber trotzdem, jeder soll es eigentlich drauf haben. Scheiße! Der Arsch mich hier nach Strich umladen! So, was sind jetzt die Vorteile des Future Super Saiyans? Ich gebe noch nicht ganz durch, was es sein soll. Well done. Make sure to keep training. Ich überlege gerade, jetzt waren 5 Side-Eier, jetzt haben wir 2 Kämpfe. Gibt es insgesamt 5 Kämpfe noch, oder was? Irgendwie cool. Zukunft Super Saiyajin, yeah! Bin mal gespannt, was da einzigartig sein soll. It's over. Looks like we won. Those androids have been vanquished. Peace again at last. Looking forward to a little bit of rest. Feels good already. Trunks? Why did you come? I thought I told you to stay away. Don't you know you shouldn't come here? You're right. It's unforgivable. And now I can never return to that world again. But I just couldn't. I just couldn't bear to see history plagued by any more unhappiness. Or a future like that one. Trunks. It's fine. I don't regret my decision. We did manage to save this world after all. You're right. Seeing as you saved me, I think I've already said too much. Trunks, I really owe you one. It's thanks to you that we were able to beat the androids. You've turned into a really strong fighter, my friend. Thanks, Gohan. We could use someone as strong as you to help protect this world. So, what do you say? I'd be honored. When Cell shows up a few years from now, the two of us should be able to beat him easily. We need to destroy Cell's eggs in this era. Oh, and we need to do something about the slumbering Boo, too. Cell? Boo? What are you talking about? Trunks. Look, I know what the future has in store. I have to use that knowledge to restore peace. Trunks, das darfst du nicht. Amazing. You're like our very own crystal ball or something. Ich überlege gerade, wie können wir das Ganze wieder fixen. Ich hätte eine theoretische Idee.
Theoretisch. First things first, though. We need to tell the Bulma and Trunks of this era that the androids have finally been defeated. And I need to get you all introduced, too. Ganz schlechte Idee. Sure. I think Mom will be a little shocked to find out she suddenly gained an extra son. Trunks, lass den Quatsch, ja. Don't sweat it. She'll be happy to hear the extra pitter-patter of little feet. Hä? Kleine Füßchen? Yeah, I guess so. Warte mal. Ernsthaft? Kann euch in der Zeit das eine Mission, auf die du ihn geschickt hast? Ich meine, es wäre ganz einfach. Holt ihn doch auf zur Zeitpatrouille. Aber sagt quasi, dass er gestorben sei oder im Kampf gegen Cyborg oder Trunks trotzdem trainieren. Müsste im Prinzip seinen Tod faken. Ja. Weil es haben wir den Käse. Ich meine, gut, man könnte es jetzt natürlich nur so deichseln, dass der Trunks, der damals in die Vergangenheit gereist ist, um Freezer und King Cold zu besiegen, beziehungsweise natürlich um Son Goku und seine Freunde zu warnen von Cyborgs und Son Goku von Herzkranken und so, dass halt trotzdem dieser Trunks wäre, dass er halt einfach merken müssen, wegen, okay, in dem Fall muss er zurückkehren, weil mein eigentliches Ich, das macht es nicht mehr, weil ich es verkackt habe. Man könnte es ja auch so noch irgendwie deichseln, aber ganz ehrlich, ja. This change in history came about from the conflict with Trunks. So, nee. Jetzt sag mir bitte nicht, dass er da zurück muss, um Trunks entweder aufzuhalten oder aber. Aufhalten wäre eigentlich die logischste Variante, aber das haben wir bereits getan. Ich meine, die Szene, wo ich Trunks aufhielt, damit der Gohan nicht helfen kommt, habt ihr gesehen, das war noch relativ zu Beginn zu Beginn dieses des Story-Events. Und damals natürlich auch vor 30, 40 Parts oder so ungefähr. Nee, ja, 20, 30. Was sollen wir jetzt machen? Well, if you ask me, that must have happened when Trunks met with the Gohan of this timeline. Ja, was du nicht sagst. Ich sage, holt ihn einfach hier zu, fertig. This history is all wrong. But I'm sure a peaceful future awaits further down the line. Ja. Bis Zamasu auftaucht oder was? It's possible that could be the future Trunks is so intent on reaching. Yeah. Na gut, dann müssen im Prinzip noch Bulma davon überzeugen, die Zeitmaschine nicht zu bauen, wa? Aber dann halt, was bereits geschehen ist, ob das auch aufgehoben wird, wer weiß. Maybe, but leaving changes in history is dangerous. They could be the catalyst for further deviations. Ja, die Zukunft wäre es auch nicht unbedingt besser. Just like this one here. What do you think? Do you think we should fix this distortion? Or should we leave the timeline as it is? Schon wieder so eine Abfrage, wie bei Bardock damals. Was zum Henker soll das? Also, ich meine, kann natürlich sein, dass es einfach heißt, ja, entscheide dich einfach, ist scheißegal, hat sowieso keinen Einfluss. Oder aber, wenn ich jetzt sage, reparieren, dass er mal zurück muss, und Trunks nochmal aufzuhalten quasi, oder eine andere Variante wäre, Son Gohan zu töten, was sicher nicht in Frage kommt, also. Wir sollen ihn in Ruhe lassen. Perhaps you're right. Alright then, I understand just how you feel. I'll bear in mind all of what has already been said, but the final decision is still mine. Well, good job, kid. Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Was zum... Aber heißt es Schicksalskinds? Hä? Also man hat auf 2 Missionen und damit ist im Prinzip Bardock Story und so weiter alles vorbei. Hä? Was geht hier ab, Freunde? Scheint so zu sein, wa? Nix zu Story mehr und so. Ja, gut, wie gesagt, zweite DLC, was noch kommt, mit dem Turnier zwischen Universum 6 und Universum 7 steht noch aus. Das wurde bestellt, dass es dann ein Story-Event dazu gibt. Aber
was hat es das für einen Einfluss auf Son Gohan und Trunks? Ich meine, wie gesagt, warum können wir uns entscheiden? War das irgendwie wichtig? War es einfach nur, ja, hier, du kannst dich entscheiden, ist doch cool. Wäre natürlich schon nice, wenn das Ganze echt einen Einfluss gehabt hätte. Aber worauf denn? Ich meine, 5 Zeit haben wir bereits, also die 5 Zeiteier haben wir bereits abgegeben, wir hatten 2 Kämpfe, okay. Ja, und jetzt weiter. Momentan noch gar nichts, Story-Event gibt es momentan keins, aber trotzdem, man sieht rechts, Story-Event, es ist nicht irgendwie weg oder so, es ist immer noch da, also könnt ihr ihm noch vieles dazu, ja, Neues dazugeben, sag ich jetzt mal. Aber jetzt mal ganz kurz gucken, was überhaupt der Future Super Saiyajin überhaupt bringt, und dann würde ich sagen, doch, hier, Entschuldigung. Also eine Super Saiyajin, Super Vegeta, gibt es nur 2, okay. Eine Art Super Saiyajin. Kann Ki schneller regenerieren als die andere Art von Super Saiyajin. Aber vermutlich kann Potenzial freisetzen, ist noch schneller als alle anderen, ne? Ach, ich weiß doch auch nicht, aber wir haben jetzt alle Transformationen, was es für einen Saiyajin überhaupt gibt. Also logisch, Potenzial freisetzen geht ja... geht ja für alle Charaktere, natürlich gar kein Thema für alle Rassen. Aber der geht nur für die Saiyajins und glaubt mehr gibt es jetzt für mich persönlich als Saiyajin nicht freizuschalten. Geil, Mann! Wir haben es geschafft, Freunde. So, was passiert im nächsten Part? Im nächsten Part würde ich doch gerne noch die Dragon Balls farmen. Also Dragon Balls, vor allem ein Dragon Ball noch farmen, den letzten. Shenlong rufen wäre ganz geil, dann würde ich halt noch eine nächste Expertenmission gerne machen. Wir haben vielleicht sogar die 2 Quest-Versionen, Missionen, mal gucken, wie lange das dauert. Und dann vermutlich ist halt doch schon soweit, dass nach dem nächsten Part Nummer 55 Xenoverse 2 erst einmal in die Pause geht. Weil eben haben noch andere... Nummer 1 Zeitsoldat, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Weil ich halt, wie gesagt, aktuell noch andere Spiele gerne noch zocken würde, vor allem ein bisschen vorantreiben würde. Und daher ist es cool, wenn ich Xenoverse 2 erstmal eine kleine Pause mache, nehmen bis als 2 DLC rauskommen, was sonst noch alles kommen mag. Muss mich natürlich gut darauf vorbereiten, muss noch einiges offscreen trainieren, Taskkombinationen hast du noch gesehen. Jo. Warte mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier wieder ein paar beende. Doch gerne mal wissen, wie sieht es eigentlich aus bezüglich, ihr wisst schon. Diego, der aussieht wie irgendwie Vegetas Vater. So. Der alte König Vegeta, naja, ist natürlich klar, wie man sein soll dann, Allianz, Saiyajin-Brüder. Jetzt aber los, viel Glück und so weiter. Erstmal gucken, was ich jetzt hier eigentlich für Charaktere zur Auswahl habe. Gut, Son Gohan Zukunft, glaube ich, schon bekannt, wa? Zukunft Super Saiyajin, ja gut, okay. Haben wir jetzt eigentlich noch einen neuen bekommen? Super Saiyajin mit 2 Versionen war. Also natürlich noch Super Saiyajin 2 und Super Saiyajin 3. Logischerweise. Okay, und sonst eigentlich nichts Neues, war. Sehr gut, sehr gut. Sage trotzdem mal vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen, Freunde. Und bis nächstes Mal hier bei Xenoverse 2, dem voraussichtlichen Ende, beziehungsweise voraussichtlich dem letzten Part für eine Weile, bevor es in die Pause geht. Mal gucken, was noch alles abgeht und ja. Auch natürlich wegen dem 7. Dragon Ball noch. Shenlong rufen, Expertenmissionen noch. Es gibt noch viel zu tun, bevor wir uns aufs Ohr legen können. Oh Mann, oh Mann. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Michael, suchst du was? An Dragon Ball, genau. Ciao zusammen.